Mahlzeit moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie ihr gerade seht, stehen wir wieder einmal in unserer Werkstatt nach langer Zeit. Ich hoffe, ihr habt uns auch wiedererkannt. Ja, auf der Bühne steht aktuell noch ein Corsa. Den haben wir natürlich frisch jetzt hier besorgt, nur für dieses Video. Da werden wir heute ein paar Umbauten dran durchführen, die, denke ich mal, sehr lustig werden sollten. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum so lange nichts von uns kam. Das hat natürlich viele Gründe. Private, persönliche, privat-persönliches Pech. Ich bin wieder Vater geworden, zweites Mal. Stefan ist aktuell auch außer Haus in der Woche, da er seinen Meister macht. Leider die Schulbank drücken. Ja, er drückt. Nicht im Lande, das ist das nächste Problem. Auch das geht zu Ende, würde ich hoffen. Da wir, wie gesagt, in der Woche sehr verhindert sind, das Wetter aktuell auch immer sehr bescheiden, wir sind alle bis mindestens 18 Uhr am Arbeiten, werden wir zusehen, dass wir so wie Samstag wie heute zum Beispiel einige Videos vorproduzieren, die wir dann natürlich weiterhin euch mit Content füttern können. So der Plan. Wir machen dann halt die Videos so, wie es uns am besten passt. Wie gesagt, das ist für uns ein Hobby. Wir sind auf nichts angewiesen, wir sind alle voll berufstätig. Ja. BAföG. Was nicht kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns starten mit dem Video und ab dafür. Ja. Stefan, was ist der Plan damit? Wir wollen auch mal einen Corsa fahren, oder? Ja, der steht noch auf Sommerreifen, oder wie ist das? Yep. Wir müssen jetzt die Winterbereifung aufziehen. Da, ja, geht ja mit den ganzen Klimaklebern los und so. Und wir müssen ja auch mal ein bisschen mit dem Trend gehen. Jeder sagt Holz, Holz, Holz. Jeder braucht Holz. Deswegen machen wir jetzt Holzräder. Was hast du jetzt? Kanthölzer oder Dachlanken? Oder wie hast du das jetzt gedacht? Gucken wir mal. Achso, was hier so in den Sinn kommt. Ob wir am Holzweg kommen. Was hat sich sonst so verändert? Es ist aufgeräumt hier und wir haben eine Unterbergfahne hängen. Der Kühlschrank ist leer. Wollen wir jetzt hinten machen? Ja. Aber ich glaube vorne könnte ein bisschen fehlen. Wegen der Traktion, meinst du? Ja. Dann können wir jetzt nur umschrauben oder umbauen oder alles. Aber weißt du, was vielleicht eintreten werden könnte, wenn wir die vorne umschrauben? Was denn? Ich vermute, da wird wieder diese dämliche Antriebswelle reißen. Also wie das übliche Ja, deswegen Problem. erstmal hinten für gewaltig. Boah, bist du verrückt. Alter, das kann man mit dem Schlüssel machen. Schlüssel, ne? Die war doch noch gut. Oh, was hat man denn hier? Was? Oi! Ist ja schon mal repariert worden. Hey, und gut gesagt, der kommt so durch den TÜV. Wie, der hat keinen TÜV mehr gekriegt. Sag mal. Die Frage kam gerade auf, was sich so verändert hat. Eins kann ich garantieren. Der Alkohol- und Bierkonsum hat sich nicht verändert. Gleich schon 11 Uhr? Nein. Doch, es ist Winter geworden. Irgendwo auf der Welt ist 11 Uhr. Ja dann. Es ist verdammt kalt geworden hier. Also, hier bei uns im Shop gibt es wieder schöne Mützen Oh ja, und Pullover. und Pullover. Ganz wichtig. Und Die Jacke Goodies? gibt's leider noch nicht, wa? ne, die Jacke gibt es leider noch nicht. Aber sonst gibt es alles im Shop. Prototyp, ne? Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Baum. Ich habe extra die ganz frische Eiche gefällt. Die sah noch so schön im Grün stand die. Habe ich gesagt, die wird's. Die lag da schon bestimmt jetzt 2 Jahre, wie man es vielleicht auch sieht hier an der Rinde. Also perfekt für unseren Einsatzgebrauch. Extra Eiche rausgesucht, dass es lange hält. Ist ja wie bei der Reifenwahl, ob man jetzt billige kauft oder teure. Wir nehmen mal jetzt hier den ganz teuren Reifen. Oh, das ist ein bisschen größer, ne? Eichelin wird das. Eichelin. Was wollen Sie denn? 195er oder 295 oder 290er? Ja, Was hätten Sie gerne? ab 295 wird es interessant, oder? Okay, machen wir. Oder direkt 300er. Ja, also ist ja schon. Das ist schon ganz schön unrund und schräg. So, und dann. Den dann. Aber rückenfreundlich sind die schon mal nicht, ne? Fast, wenn man den ein bisschen hochdreht, kann er fast hinhauen. Ungefähr hin, oder? Warum ist das jetzt besser, dass der breiter ist? Ja, genau. Auflagefläche, weil Winter musst du ja den Schnee besser verdrängen, Ja. damit der irgendwo Grip findet, extra einen breiten Reifen, das ist immer wichtig. Umso breiter, umso weniger verschleißt der. So for your hand. Und das ist Laufruhe beim Fahren, ist das. So for your hand. So, nehmen wir mal 50. Also wird jetzt hohe Präzision. Wir könnten einfach einen Strich malen, ne? In der Meisterschule gelernt. Ja, hohe Präzision, so. Guten Abend, Zehner? Ja, oder 12er, ist scheißegal. Meinst du, bei VW arbeiten die auch so, wenn die ein Auto konstruieren, was willst du denn haben?
Was meinst du? Muss doch wohl drin. Ja, das reicht. Aber bei VW, da stehen eigentlich 6, 7 Leute. Einer, der sagt, das muss dicker, der andere sagt, es ist dünner, der andere sagt, passt so. Dadurch dauert es halt so lange, ne? Durch diesen Autobau. Muss ich nur einig sein, ne? Ist so, ne? Oder? Hallo. Warum haben wir Regenschirme? Ja, den wollte ich auch schon wegfeuern, aber. Warum haben wir Regenschirme? So. Boah, das ist perfekt. Also, ans Finanzamt, das kaufen wir nicht zum Trinken. Nicht Das nur. sind Lehren. Leer ist sie auf jeden Fall. Perfekt, das Zeug. Und das kannst du nochmal rauscutten. Ja, ich denke, ungefähr Mitte. Genau 25 lang. Und drrrt. Drrrt. Oh, jetzt wieder böse. Wer von euch fühlt das genauso wie ich? Holz ist einfach scheiße. Wie du siehst, macht nur Dreck. Das ist so. Metall macht zwar auch Dreck, aber das ist ja wenigstens dunkel, dann siehst du wenigstens auf dem Hallenboden nicht so eine Scheiße. Metalldreck wird zumindest von der Lunge schön weggeatmet. So, wie ist der Plan? Nun haben wir hier 12er Gewindestangen fertig gemacht. Die setzen wir jetzt hier quasi an. Und schweißen hier einmal schön drum herum und hoffen, dass das hält, das Ganze. Was natürlich wieder falsch ist von mir. Hier oben der Teil ist wieder voll verzinkt. Ist voll doof. Aber das werden wir schon hinkriegen irgendwie. In der Regel macht man das vorher runter. Aber Ausnahmen bestimmen hier die Regel. Ja, und wenn das dann hier alles aufgeschweißt ist, werden wir die Holzräder, die Eichelräder, hier aufstecken, wenn alles gut läuft. Und Stefan natürlich gut gebohrt hat. Bevor ich natürlich, das ist natürlich Grundvoraussetzung, aber ist ja schließlich auch bald Meister, da dürfte man jetzt auch was von verlangen. Ne? So der Plan, ich gucke das eben alles ab, Stefan knurrt da eben die Löcher in den Hölze und dann ist das gut. Aber dafür muss ich erst eine Schweißerjacke, meine PSA anlegen. Gruß ans Finanzamt. Wo Sie hören, klingt es scheiße. Mal eben einen drumlegen hier, wa? Oh ja, genug Power ist auch drauf. Oh ja. Da ist der Zink auch weg. Das ist schräg. Rausgekommen. Aber Mitte vom Baum, also von dem. Ja, ja. Wer kennt das Problem nicht, wenn die Radschrauben mal wieder zu kurz sind? Ich glaube, so ein Lader oder so wird auch nicht anders gebaut. Meinst du? Denke ich. Das steht ja genauso. Sieht doch gut aus. Ja, hab ich auch gedacht, der wird spaßig. Was sagst du, so eine 8-Stunden-Schicht, wie viel kriegst du fertig? Boah, Also mal mit Stunde pro Reifen, ne? Mit Montage. Pro 2. Ah! Boah, sieht fett aus, Alter. Boah. Der Umbau ist jetzt vollendet. Wie ihr wisst, wir stehen ja eigentlich für Nachhaltigkeit. Ne, dieser Baum wurde vor ungefähr 200 Jahren extra angepflanzt für diese Situation. Ja, Vorteile, was bringt ein Holzrad für Vorteile, Stefan? Erläuter es uns mal eben kurz. Ja, erstmal Feinstaub, kann jeder einatmen, ist nicht schlimm. Einfache Montage, du brauchst keinen Luftdruck mehr prüfen. Vor jeder Fahrt keinen Luftdruck mehr prüfen, bringt nur Vorteil. Der schleift gleich über. Ah, der andere kommt gleich. Ja, ja. Ist da noch irgendwie, ist da ein Stein im Profil? Nee. Da ist noch Puppel drin. So. Ja. Wer ist der Kind? Das ist ein Rutschding. Handbremse sind der gute Weg, den Rest. Hat in den Stall da reingefährt. Sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Wir haben allerdings noch ein bisschen Umbruchprobleme.
Also der Reifen möchte sich aktuell noch nicht ganz selber auswuchten, das werden wir ein bisschen nachhelfen. Nimm mal eben die Wochenmaschine. Wir haben da so ein, zwei Stellen, die sind so extrem Nicht ganz so schön. Ich glaube, hier kam gerade die Frage auf, was ist das? Ich glaube, der braucht es nicht mehr. Das ist die Schaltroulette. Wieder ist riesig, ne? Oh, ich habe keine Stockmutter, ne? Boah, ich hab lange nicht mehr im Corsa gesessen. Ich auch nicht. Immer schön, ne? Guck mal, ist alles abgesperrt. Was ist das, 45 Grad? Ja, klar. Oh. Hey. Schön hier drin, oder? Richtig, ne? Oh, ja, warte, ich lass das an. Das ist ein bisschen komisch. Das ist doch eigentlich so, dass wir auf der Straße hinwenden. Genau so. Ui. So, ich werde jetzt mal eben, damit wir die Straßenzulassung kriegen, eine Gefahrenbremsung durchziehen. Aus. Machen wir erstmal 30 km/h. War jetzt irgendwie nicht so geplant. Fährt man vernünftig, fällt es einfach ab. Ballert man, passiert nichts. Ist doch nicht normal. Die Radschrauben sind noch dran. Jo, daran hat es nicht gelegen, würde ich sagen. Mein Ersatzrad packe ich eben weg. Ja. So, schönen Abend noch. Rad wieder dran? Ja. Kommt hier erstmal wieder ein normales Rad drauf, damit wir unsere Forschungsversuche weiterführen können auf der anderen Seite. Was jetzt? Mit den Schleifen! Oh, jetzt ruhig. Warum ist jetzt so ruhig? So ist ruhig, so ist gut. Warum? Weil ihr jetzt ein bisschen die Bremse dreht, dadurch schleift ihr jetzt die ganze Zeit. Dann mach mal ein bisschen länger. Aber irgendwie mal wieder ins Drehen kommen, oder? Und jetzt noch rum. Alter. Die Stelle mal sehen. Ja, stopp. Ist komplett glatt. Ja, glatter Reifen mal eine andere Bedeutung. Oh, was ist Ja, da? jetzt sind wir auf Metall. Oh, Ja, ja, wie das passieren konnte, weiß ich nicht. An der Stelle würde ich sagen, halten wir das Auto mal heile für Eventualitäten, die danach folgen könnten. Ich hoffe natürlich, hattet ihr sehr viel Spaß bei dem Video, viel Spaß beim Zuschauen. Schaut natürlich selbstverständlich bei uns am Shop vorbei, ganz
sicher garantiert sogar noch bis Weihnachten auf jeden Fall versandfertig bei euch zu Hause. Wenn ihr noch Autos habt für uns, bis 100 € und fahrtüchtig und im Kreis Münsterland, dann könnt ihr euch auch gerne melden, weil das ist jetzt noch unser zweites Auto, was wir noch haben. Sonst haben wir keine Autos mehr. Ja, gar keine Autos können wir nicht sagen, aber fahrtüchtige. fehlt nicht mehr so viel. Ja. An der Stelle wünsche ich euch natürlich ein schönes weiteres Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao, tschüss.